Die Insel Pony bei Pokémon Mond ist, ja, eine Herausforderung, die ich gerade gesehen habe, denn die Trainer sind hier teilweise ziemlich stark und das macht mir noch ein bisschen Bauchschmerzen, dass jetzt die Levelkurve so hoch geht. So. Aber ja, nicht verzagen, Michael fragen, beziehungsweise natürlich trainieren. Wer bist du denn? Trainer zu besiegen. Ach nee, so eine. Okay. Hey, Astrenner. Mit dir habe ich gleich meinen Spaß, Mann. Ah, der schwitzt schon wieder, ey. Oh, was für eine scheiß Tropenhitze vor allem. Es ist schwül wie sonst was. Quinn! Harley Quinn? Wo ist der Joker? Panzeron! Zum Glück aber Salamander draußen. Funkenflug, sehr effektiv und tschüss, bis zur 3 Level höher, aber das überlebst du nicht. Oh je. Also an Panzero Spezialverteidigung kann es nicht liegen, weil die ist relativ niedrig im Vergleich. Was? Ernsthaft, eine Agilität gereicht? Gut, sind zwei Stufen hoch, aber dass eine Agilität ausreicht? Mein Salamandra ist ziemlich pfiffig und ziemlich schnell. Ist ja egal. Hä? Ich hab doch... Oh, Moment mal, ich hab ein Ding ausgeschaltet. Ich weiß es. Ich habe den ziemlich sicher ausgeschaltet. Nee, Betal, okay, muss man ganz kurz frecken lassen, weil es mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Und ich überlege auch gerade bezüglich der Attacke. Weil ich weiß gar nicht mehr, wie stark ich wohl eigentlich trainieren durfte, bevor halt, ja, ihr wisst schon, bevor er seine Attacke lernen würde. Nach der Entwicklung halt, hä? Ja, das war doch noch relativ stark, also dafür, dass ich in die 14 Level runter bin. Respekt, einer Volt, das war durchaus nicht übel. So, wieder da auf dem Standpunkt, den ich eigentlich wollte. Jetzt habe ich da noch ein Unlicht-Pokémon vor mir, wa? Naja. Eisbecher bricht das Eis. Wortwörtlich. Natürlich, jedes Mal vergiftet. Willst du mich verarschen? So, also auch klar. Eisbecher erreicht Level 43. Panzero und Tuhaido. Wow, du kannst zwei Wörter sprechen. Beeindruckend. Okay, ist normale Trainerin. Ja, ich bin trotzdem ein bisschen überrascht. Ja gut, da ist jetzt mal ein Ding drin, wa? Nebenteil. Ah, jetzt schwören, ich habe die letzte Folge deaktiviert. Vermutlich war ich schneller als das Spiel. So, ist sie nochmal... Okay, gut, das kann dann drunter. Können wir so ein Crabbox sein, ne? Kennen wir ja schon. Eine Quaco-Beere. Quaco-Beere. Langsam mal Bock auf Team Flammenwurf, wäre mal geil. Ola, 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 lalala. In Form eines Tanzes, denn ich tanze sehr gerne. Und auch sehr gut, so wie es aussieht. Choreogel? So was Fies, glaube ich, Geißen, wenn ich mich richtig erinnere. Nicht? Das ist Psycho. Das sieht mir aber eher aus einem Geist.
Okay, ich habe leichte Angst. Dann schicke ich mal Quatschutsu rein. Ne, warte mal, das ist gar kein Psycho. Hä? Das ist Geist, sonst wäre Kehrtwende effektiv gegen Psycho. Okay, das Vieh ist Geistflug. Warum ist ein Matschbrumm nicht der... Giftflug kann es auch nicht sein. Hä, wollt ihr mal jetzt verarschen? Ich wäre gerne ganz schlau draus, was es für ein Typ sein soll. Wow, ein ziemlich schmerzhafter Typ ist zumindest. So, Level 42 für Salamandra. Sehr gut, sehr gut. Ja. Habe ich noch irgendwo, aber natürlich auch nicht, egal. Was ich schalten da aus, komm. Ich bin doch sonst ein bisschen zu schnell hier alles. Topschutz aktivieren, viel bringt es eigentlich sowieso nicht, weil die sind ja offenbar stärker als wir. Super. Wo ist mein Topschutz? Komm da rein, das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu doof. Mehrzwecktasche, so. Ich benutze eigentlich eher selten, aber... Naja. So, hier oben wäre alles ready. Was bist du für eine? Drückst ab, was ich von meinen Pokémon finde, und zwar einfach eine Z-Kraft. Z-Kraft, ey. Nein, ich bin kein Fan davon. Die Z-Kraft. Weil ich mich eh frage, warum eigentlich Z? Und nicht einfach irgendwie Superkraft oder so etwas. Gift-Pokémon gegen Idefix und die Ponytox. Ich hätte eigentlich normalerweise Angst davor. Aber ich habe ja auch Z plus Steinkante. Das ist nicht dumm. Aber das hier schon. Also auch, ja, das ist natürlich die Frage. Hey, ist es dämlich oder ist es nicht dämlich? Mein Z-Kristall einsetzt, wenn er einsetzt, ist er weg. Beziehungsweise für den Rest des Kampfes. Da kannst du einmal pro Kampf einsetzen und die Mega-Entwicklung auch. Andererseits, also im Gegensatz zu einer Mega-Entwicklung kann man... Ne, umgekehrt. Im Gegensatz zu einer Z-Attacke kann es eine Mega-Entwicklung nicht aufhalten. Wenn du die einsetzt, kommt die immer durch. Aber eine Z-Attacke ist ein Angriff, dementsprechend könnte man sie ja aufhalten. Und das ist... Ja, Schutzschild stoppt eigentlich alle Attacken, außer Z-Attacke, die kommen dann irgendwie mit einem Viertel Schadenswetter durch. Also... Ja. Es geht mir eher ein bisschen ums Prinzip, versteht das, und trotzdem... Ja, so ein Gegner halt trotzdem trifft, obwohl er Schutzschild einsetzt. Das ist so ein Punkt, wo ich mir sage, nicht geil. So, ein bisschen vergiftet. Ich würde lieber gerne schnell platt machen. Boah. Alter, was bist du für ein Nervensäge? Toxin, Schutzschild, willst du mich verarschen? Okay, mach Turbofelsen, noch ein bisschen Speed drauf, hat 2 Tagesdrops drin. Es müsste eigentlich reichen. Dankeschön. Ich sehe das Gift, Leute, ich sehe das Gift. Oh nee, Käferwasser, oder Giftwasser sogar. Ja, ich habe immer noch eine dezente Wasserschwäche im Team. Kaipora, Aichoseyu. Ein Aquadurchstoß, also eine fiese Attacke, noch etwas ganz Mieses im Petto hat.
Hä? Kein Käfer? Kein Käfer, Quatsch, aber gesagt Wassergift. Oh oh. Ja, wir können uns von Kalpura verabschieden. Ich hab's überlebt. Wasser, Gift, was macht er dagegen? Das ist jetzt die große Preisfrage. Ja, mir fehlt das Psycho-Pokémon im Team, merke ich gerade. Ja, komm, was soll's. Macht's halt Quatschutsu mit dem Nachthieb. Quatschutsu. Quatschutsu, spür die Macht der Freundschaft. Okay. Die machen ja keine Missprobleme. Man kann schon auf Salamandre wechseln, aber eben nicht relativ viel bringen. Im Gegenteil. Wasser, Gift kommt mein ganzes Team. Ja, das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Scheiße. Aber es nicht erwartet. Vielleicht kann ich sie einfrieren? Fragezeichen. Und der Aquadurchstoß. Eisbrecher hält ja zum Glück verteidigungsmäßig oder physisch einiges aus. Bitte kein Crit. Dankeschön. Das Vieh nervt. Ja, aber eigentlich sollte er schon einen Eisbrecher machen. Ich meine, wenn aber sonst ein Team, der irgendwie eine Chance dafür hätte. Mir fällt gar keiner ein. Alter. Initiative-Drop, Verteidigungsdrop. Bei mir droppt mittlerweile alles. Der Schweiß droppt mir. Okay, die alte war jetzt ein bisschen übertrieben von der Stärke her. Alter. Aber ja, immerhin setzt noch mal normale Trainer Z-Kraft ein. Ich glaube bei Oras und auch bei XY haben, glaube ich, normale Trainer nie irgendwelche Megasteine eingesetzt. War? Die waren immer nur halt den, ja, dem Exklusivclub vorbehalten jetzt mal. Spezialtrainer, Top 4, Arenaleiter, etc. etc. Arenaleiter, ich vermisse es. Limonade, einmal um 70. Okay, eine Kuhmilch oder eigentlich. So. Das noch, plus natürlich noch ein Supertrank. Ja, Idefix, weil man im Prinzip, wenn man mal so betrachtet, so ein Z-Steinkante haut natürlich schon rein. Muss man leider zugehen. Dann mit Turfels nachlegen, falls man was leben sollte. Wenn ich eine Speed-Attacke drauf hätte, boah, ist nicht dumm im Prinzip. Ja, normal im Licht, Alter, sind die stark vom Level. Ich glaube echt, Sonne-Mond ist, glaube ich, nebst der 5. Gen in Form von Schwarz 2, Weiß 2. Das ist, glaube ich, die härtesten Editionen für eine Nuzlocke. Weil Levelkurve ist ziemlich rasant, Trainer sind relativ intelligent. Du findest auch ja, gute Kombis und so. Selbst nicht so viele Items. Und eben, was halt Randomizer betrifft und so. Ist auch noch nichts wirklich vorhanden und ja. So, sag mal hier, willst du aufhalten? Beere, oh Beere, wenn ich dich nur vermehre, mich deinem Reiz nicht verwehre, gib mir dein edler Saft, jeden Tag so viel Kraft. Wow, und tschüss.
Gibt's hier noch etwas? Nö, so eine Abkürzung für zurück, okay. Tipps für Trainer. Also auch Eier baden lassen, okay. Nachher hast du einfach ein paar gekochte Eier, oder wie? Wie darf ich das verstehen? Ja, du kannst doch Eier baden lassen, oh. Ein Krabbox greift an. Dabei sollen die eigentlich so selten sein hier. Ja, Mann, was geht? Ich schlag ja zu tot. Ne, bitte nicht. Ich haue heute ab. Tschüssi. Aha. Toll. Ja, Mann, du Bären willst, musst du kämpfen. Let's fight. Okay. Er will fighten. Von mir aus können wir das ruhig machen. Ich bin mal gespannt, wie er mit Kampfattacken eine Eule treffen will. Geist. Das ist gegen Wasser. Und das ist Flug. Und da ist Krabbox down. Und Kalpura bekommt kein Level up. Ist das beschissen oder ist es beschissen? Das ist mega beschissen, ich weiß. So. Der Nigerbeere, sehr gut. Noch ein Beere da, ein Grindobeere, noch besser. Also nicht noch eine Beere da, es ist eine Grazbeere, noch viel besser. Da haben jetzt alle Trainer platt gemacht, da wartet irgendwo noch ein Elite-Trainer auf mich. Ne, das ist der letzte. Oh, leg eine Pause für Bärensammel ein, das ist die Gelegenheit für einen Kampf. Für dich einen Kampf, für mich wird's zum Krampf. Lukas, der Küchenchef, der kocht seine Pokebälle. Guten Appetit auch. Parasik. Ja, Parasik hätte eigentlich mal eine Megaform verdient, weil ich meine, es ist für ein cooles Pokémon, es hätte auch coole Attacken drauf oder so. Oder eben noch nicht, weiß nicht mehr genau. Ich glaube, entweder sind die Attacken nicht gut oder es hat einfach so scheiß Werte. Aber eigentlich Parasik wäre ja ein cooler Käfer. Eigentlich. So, Z-Steinkante, die haut immer rein. Vor allem bei Idefix, relativ hoher Angriff. Schnell ist er auch noch. Mal ganz ehrlich, so eine Attacke ist schon ein bisschen übertrieben, wa? Der Sounddale. Was, Bumblebee? Ah, Bumblebee. Ich hab zuerst gerade Bumblebee gelesen. Alter, auch nicht schlecht. So, du bist ja eh Flug. Aber hältst was aus. Ernsthaft. Gut. Fliehen will ich ja sowieso nicht. Ich will dich in meinem Felsen beballern. Und Level 43 für Idefix. Ja, schneller ist keiner. So, ist die Route langsam vorbei? Ich würde sagen, ja, wa? Okay. Wenn es dahin geht, die Route damit vorbei ist, heißt es doch eigentlich, dass er gegen die, ja, Routenmeisterin, nenne ich sie jetzt mal, antreten darf. Na, wie sieht's aus? Kannst du mal kurz fokussieren? Also trägt ein Fokusgurt bei sich. Sie kann sich fokussieren, das heißt, es setzt auch Fokusstoß ein? Fragezeichen, bitte nicht. No Fokusgurt, ich hasse Fokusgurt. Alisa, zuerst Alisa verstanden. Okay, das ist Feuerflug, dann für Idefix überhaupt kein Problem, da reizt sogar am Turbofelsen aus in One-Hit. Das Level, es müsste eigentlich reichen. Was? Wer tragt jedes ihre Pokémon das, oder was? Oh, nicht Taumeltanz. Oh, kann locker verwirrt sein. Idefix mache bloß mit dir. Ja, ich lasse mal selbst verletzen. Ja, das ist eine gute Idee.
Ja, die Spezialverteidigung von Idefix, die, ja, es ist halt irgendwie eine Glaskanone, war egal. Ich dachte gerade, ich will gar nicht sterben. Das ist Elektroflug, für sie nicht unbedingt viel besser. Idefix, please stop. Idefix! Muss ich bitte jetzt mal treffen, ich wäre ganz dankbar. Dankeschön! Ja, wir tanzen! Aua! Idefix tanzt nicht gerne, wer kann es ihm verübeln? Los geht's! Salamandra! Ich erinnere mich ein bisschen an Yu-Gi-Oh! Noch damals. Die alten Yu-Gi-Oh! Zeiten mit der Zauberkarte Salamandra, nur auf dem Flammenschwerkämpfer einsetzbar. Der Stufe 5 hatte mit 1800 Angriffs- und 1500 Verteidigungspunkten, glaube ich. Kein Spezialeffekt, zumindest am Anfang noch. Und Salamandra darf mal den Angriff auf, was ist jetzt Psycho war, einen Angriff um 700 Punkte erhöht. Ja, war ja vor allem mal schwierig, den überhaupt erstmal aufs Feld zu kriegen, ne? Weil eben Stufe 5 heißt Basis ein Opfer, damit es geht, und 1800 Angriffspunkte bloß, was andere Monster schon mit Level 4 haben. Die kannst du ohne Opfer aufrufen, also, ja. Oh oh. Na, Kaipora, wieso hältst du das nicht aus? Ja, die Unlichtschwäche ist auch ein bisschen real. Na gut, von mir aus am Abschluss des Parts noch die Macht der Freundschaft! Ernsthaft, wegen ein Karpe ohne Fokusgurt, jetzt wollen wir verarschen. Hallo, walla walla, walla walla. Au, au, au. Tschüss. Quatschutsu. Synchro-Digitation zu... Quatschutsu. Und der letzte Vogel, natürlich auch Geisttyp. Es gibt nur 4 Vögel, sind alle eingesetzt, deswegen Nachthieb und... Wehe. Dankeschön. Und tschüss. Oh, ich krieg die... So, jetzt reicht's. Wasserschuriken Quatschutsu-Style. Boah, das Vieh gerade genervt. Das ist nicht mal fokussiert, hä? Die mal eben im Fokusgurken gut gebrauchen. Dann geht dir das hier. Ja, dankeschön, wenn man einen Fokusgurt Fokus finden kann. Das ist nur die Frage, wer bekommt es, war, weil ja, Wolverock, also sprich Idefix, war eigentlich dafür prädestiniert. Andererseits will ich da halt ein bisschen Z-Steinkante spammen, das heißt Salamandra eher. Da habe ich eh Pyrium Z, ja, aber Feuer kann ich vielleicht mal gebrauchen. Expertengur, ne, das ist sinnvoll. Was trägt denn eigentlich Quatschutsu? Scoplins, höhere Volltrefferquote. Die Scoplins wären natürlich auch ein Item für Idefix, war wegen Steinkante. Wobei, nee, halt Z, weil die trifft wenigstens immer. Da vielleicht weniger Volltrefferquote. Kaipora, ja, vielleicht schon, aber ich habe halt Akrobatik, wobei, bald ja nicht mehr, war. Weil statt Akrobatik will ich ja dann bald mal irgendwie Sturzflug und so beibringen. So, kommen wir noch irgendwie durch, dankeschön. Dorf des Seevolkes. So, nochmal ganz kurz heilen. Und
dann, ich gucke mal ganz kurz, Überteiler ist ausgeschaltet. Gut. Also, nochmal heilen. Dann gehen wir nochmal zurück bis dahin, wo ich vorhin kam. Bevor es in das Gebiet gehen würde. Das machen wir dann nächste Folge. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es dann auch schon der Ort, wo es, ja, wo wir Akku noch weiterentwickeln können. Wenn ich Pech habe, ist natürlich bereits Level 31 erreicht. Und 31 ist das Level, wo es in der entwickelten Form eigentlich bereits das lernen würde, was ich gerne noch gehabt hätte. Obwohl, wir kommen sowieso bald zum Ort, wo ich wieder Herzschuppen einsetzen kann, zum Wiederlernen und von dem her... Ja, ist halb so schlimm, sag ich jetzt mal. Muss irgendwie zurückkommen. Bitte nochmal, kann nicht schaden. Jetzt müssen wir ungefähr das gleiche Level haben wie die Pokémon hier. So, genau bis hierhin. Nächster Part geht's hier weiter und mal gucken, was Pund noch so alles für uns bereithält. Bis dahin, ciao zusammen!